Ich bin ein verlorener, vergessener, trauriger Schatten. Schön. Ich mag es, wenn Spiele sich innerhalb der ersten Sekunde eines Videos selbst beschreiben. Guten Tag, Hust. Wir spielen weiter The Longing. Und steh mal auf, du trauriger kleiner Schatten da. An diesen kargen Wänden, oh, guck mal, Granit. Scheint, als könnte mein Zuhause nicht größer werden. Haha, seht ihr das, was wir alles hier gemacht haben? Unglaublich. Wir haben wunderschön unser Haus ausgebaut. Und falls ihr jetzt denkt, endlich wird es ein bisschen leiser. Nee, das könnt ihr ruhig denken. Aber warte mal, ich will da Zeugs aufheben. Falls ihr jetzt irgendwie denkt, ja, Moment. Das ist ja hier, so war das aber nicht hier. Letztens hast du ganz woanders aufgehört. Ja, ich habe das Spiel immer wieder angemacht und habe ihn einfach ein bisschen weiter buddeln lassen. So, kann ich hier eigentlich noch hacken? Ah, nee. Also es geht hier wirklich nicht weiter, aber da ist ein Pilz. Kannst du mal hier hingehen? Pilz aufheben? Danke. So. Und dann kann ich jetzt wieder pflanzen. Kann ich das jetzt aufheben? Nö. Wir gehen mal. Also erstmal, ich will da hoch. Ich will euch eine kleine Roomtour geben. Wir wollen nämlich auch noch ein Bett bauen. Ich hoffe, dass wir genug Teile haben. Und dann... Ja, also ich will ein Bett bauen, so. Und dann gehen wir noch ein bisschen, ich will noch mal oben zu der Spinne gehen. Ich glaube, dann ist die Folge, ich will ja nur noch eine halbe Stunde spielen, Mann. Ich versumpf zu viel, so viel habe ich ja gar nicht zu erzählen. Voll langweilig bei mir hier. Dann will ich hoch zu der Spinne gehen und sie da buddeln lassen, weil da ging es noch weiter zu buddeln. Aber da dachte ich mir so, ja komm, lass gut sein, weißt du. So, was machen wir denn jetzt mit dem Pilz? In den Ofen legen? Kann man Pilze in den Ofen legen? Also irgendwie kann man ihn scheinbar nur essen. Ja, komm. Iss den Pilz. So. Essen. Ist lecker, gell? Hinsetzen und lesen. Nee. So, jetzt müssen wir wieder ganz runterlatschen. Es tut mir leid. Wir können übrigens auch ein Bild malen und das dann, glaube ich, unten hinhängen. Warte mal, wenn wir schon mal hier sind, mach mal ein Feuerchen. Wenn wir schon mal hier sind, ja? Normales Feuer erstmal. Ich brauche ein bisschen Geknister, weißt du, in diesen kalten Novembertagen, Nächten. Oder wann auch immer ihr das guckt. Wieso bin ich eigentlich so klein? Warte mal. Hoppa. Naja, auch nicht viel besser. Okay. Ich glaube... Na, darunter sollst du, Mädel, Junge, Schatten. Ich glaube, dass das Bett da unten gebaut wird. Es ist nicht spannend. Entspannend, quasi. Also End und End. Ja, ist auch egal. So, jetzt pass auf. Bett bauen. So, wir bauen jetzt ein Bett. Das wäre ein guter Platz für eine Bettstelle. Zum Bauen bräuchte ich 20 Moos und 10 Holz. Es ist die Enttäuschung. Ja, okay, wir haben kein Holz. Das ist schlecht. Wir gehen jetzt irgendwo hin. Ich weiß nur noch nicht wo. Wo ist das? Ich habe keine Ahnung. Also Holz. Ich könnte mal wieder an die Karte laufen. Da war ich schon. Kann ich eigentlich die Bilder verschieben? Nee, schade. Was ist das? Keine Ahnung. Ein Eingang. Ah, das ist das Gesicht. Daran erinnere ich. Da wollte ich dieses blaue Dingens da holen. Und das hier ist... Aha. Da wollte ich... Ah, da habe ich so einen hellen geholt. Das ist die Schatzkammer. Da wollte ich buddeln. Da ist die Spinne. Da war das Pilzige. Spinne oder... Komm, ich laufe dahin. So. Ja, dann mach mal. Ein kleiner Spaziergang. Während meine Freundin im Hintergrund Benjamin Blümchen hört. Sehr schön. Da freue ich mich doch. Ja, so. Jetzt müssen wir irgendwie viel Zeit verplempern. Jetzt habe ich wunders gedacht, was ich jetzt hier alles freischalte. Also ja, ne? Unser Haus ist voll ausgebaut. Und dann dachte ich, jetzt bauen wir uns ein Bett und dann können wir was Cooles mit dem Bett machen. Zum Beispiel schlafen. Ja, stellt sich raus. Nö. Kann kein Bett bauen.
deutlich zu wenig Holz. Aber wo soll ich denn noch Holz herkriegen? Hab ja fast nichts. Moment. Ich habe eine Nase voll. Ja, kann ihr das, wenn ihr euch die Nase putzt und euch fahren die Ohren zu? Komisch. So, also. Ich kann jetzt schon sagen, ich bin ein Großmeister, der in die Zukunft blicken. Ich kann jetzt schon sagen, wie diese Folge endet. Sie wird damit enden, dass wir an einer Mauer stehen und hacken. Hack, hack. Wir müssen nur noch gucken, wo wir uns hinstellen. Ja, aber irgendwie ist das schon ein bisschen doof, oder? Wenn ich jetzt einfach nur hochgehe, dort wo die Spinne ist und von dort aus weiter, weißt du, da gingen ja verschiedene Pfade ab, wo man dann hacken musste. Und da habe ich gesagt, nee, wir wollen erst unten uns ein Bett hinbauen und dann müssen wir erst unser Ding ausbauen und so. Und deshalb haben wir das dann nicht weiter verfolgt. Aber jetzt einfach nur da hochlatschen, das ist auch ein bisschen lame, oder? Was ist denn hier los? Läuft ja nimmer. Ah doch, er denkt nach. Also, ich meine, dann laufen wir ja halt nur die Wege, die wir eh schon kennen. Boah, bin ich froh, wenn der aus dem Zimmer draußen ist. Ist halt schon... Ja, ich könnte die Musik leiser drehen, aber will ich ja nicht. Ich bin zu faul, da guckt das ist besser. Das bleibt mir nicht so ins Ohr, das ist schön. Pass auf. Machen wir heute wieder einen Linkstag? Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Halt. Aufheben. Das kann man immer gebrauchen. 25 Kohle. Hopp. Komm mal her. Ich tu mal wieder selbst steuern. Wir machen wieder einen Linkstag, oder? Kennt ihr das? Heute gehen wir nur nach links. Also außer wenn jetzt halt der Weg sowieso nach rechts führt, so irgendwie. Ah, zu spät. Also wir gehen da durch und dann gehen wir nach links, oder? Ich finde, das ist eine gute Idee. Aber wahrscheinlich werden wir dann irgendwo auch an eine Mauer kommen, wo es halt nicht weitergeht. Ich hab eine gute Idee. Ich habe mir ja so verschiedene Orte... Raum betreten, jawohl. Ich habe ja so verschiedene Orte hier markiert. Moment, kann ich ja jetzt mal zeigen. Genau hier, ne? Und die Hälfte davon weiß ich ja gar nicht mehr, für was sie da sind. Wie wär's, wenn ich einfach nur noch Orte... Wir wollen nach links. Nur noch Orte markiere, wo es nicht mehr weitergeht, wo ich buddeln müsste. Und dann haben wir zumindest mal einen Anhaltspunkt, wo noch was zu tun ist, weil so renne ich halt einfach nur eigentlich Stellen ab, die ich eh schon kenne. Aber wollen wir ja nicht, ne? So, da rein bitte. Also wir wollen nach links, habe ich gerade beschlossen. Ich glaube, zu der Spinne müssen wir, glaube ich, hoch. Na, rein. Reingehen. Rein. Gehst du rein? Ja, gut. So. Wow, ich habe da gar keine Erinnerung dran. Wir waren wirklich schon lange nicht mehr hier. Kann ich die Fenster da... Moment. Ah, ich dachte, da fehlt... Kann ich die Fenster hier zum Beispiel... Kann ich da was machen? Nee. So. Wir laufen jetzt mal dahin und nehmen dieses Stück Kohle nicht auf. Aber das da. Haha. Nimm mit, Kollege. Genau. Das sieht doch gut aus, oder? Geht's da weiter noch? Ja, dann gehen wir links. Dann gehen wir links. Ja, komm. Einfach mal nach links gerannt. Das hat noch keinen übermannt. Reimt sich. Okay. Oben. Wir müssen ja die Laune etwas heben. Was ist da unten da? Das sieht aus, als wäre da eine Tür. Also da, das da, weißt du? Aber okay, da hingehen. Ich glaube hier, also, ja, ich meine, natürlich waren wir hier schon. Aber ich glaube, irgendwo da hinten oder so, da haben wir, glaube ich, ein Stück Musikinstrument oder so gefunden. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh, da ist eine Tür. Was kann man bei der Tür machen? Muss ich jetzt natürlich hingehen. Ein einsamer Schatten durchstreift abermals die leeren Höhlen. Ja, ja, schön für dich. Okay, was ist da unten, was ist da oben? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, bei der Tür hieß es irgendwie sowas wie... ja, komme ich nicht durch oder so, oder? Oder war ich einfach nur zu faul, sie aufzumachen? Wir werden es gleich sehen.
Sind ja schon da. Guckt meine Let's Plays gern zum Schlafen gehen. Ja, hallo? Diese Tür sollte zur Bibliothek führen, aber sie ist auf der anderen Seite blockiert. Ich werde dieses Ereignis in der Liste meiner Enttäuschungen hinzufügen. Ja. Gehen wir jetzt halt hoch oder gehen wir... Wir wollen die Stimmung heben, haben wir gesagt. Gehen wir hoch. Ich wollte gerade ein Taschentuch, einen Papierkorb werfen. Der steht so eine Armlänge neben mir. Ich habe vorbeigeworfen. Ich muss unbedingt meine Stimmung heben jetzt. Hoch. Okay, wir gehen nach links oben. Wir müssen... Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Ich sollte mir vielleicht selbst mal eine Karte malen. Ich meine, oder halt mal wieder an... Aber cool, macht ein Moonwalk. Ja. Oder halt mal wieder in den Kartenraum gehen. Es gibt ja so einen Raum, wo diese Karte da eingraviert ist und wenn man da lang genug stehen bleibt und dann sieht man die Karte auch. Moment. Stopp. Kann man da hinten hingehen? Das ist schlecht. Ja, nun. Das ist jetzt schlecht. Nein. Wir lassen uns nicht ablenken. Wir gehen nach links oder nach oben oder nach links oben. Also, hierhin. Nicht ablenken lassen. Sorry. Aber das war schon hart an der Grenze hier zum Ablenken lassen. Aber nur ganz knapp. Ich habe mich voll im Griff, habe ich mich. So. Ach, das sind die Höhlen mit dem Moos. Die kenne ich noch. Okay, dann gehen wir gerade noch ein bisschen Moos sammeln. Also ja, war ich ja schon, ja, klar. So, pass auf, hier kann man Moos sammeln, richtig? Sammel auf. Sammel auf, sammel auf, sammel auf. Da auch aufsammeln. Und jetzt bitte hier aufsammeln. Ist das Wasser aber kalt. Oh, aber so erfrischend. Kann man Moos ins Feuer werfen? Das qualmt halt wenigstens, oder? Wir haben jetzt natürlich gelitten, wenn es da nicht war. Aber wenn es da irgendwann links nicht mehr weitergehen sollte, ne? Und dann müssen wir mal gucken, wenn der dann steht halt, das haben wir ja eben gerade besprochen, wenn der dann steht, ja, kannst mit der Hacke kommst du hier weiter, dann merken wir uns den Punkt und speichern den ein. Ne, wir betreten den Raum nicht. Wir sammeln hier weiter Moos, kommt noch ein Stück vor. Moos sammeln. So, noch eins weiter. Moos sammeln. Also heute gibt's, ich glaube, mehr Action in dieser Folge als die letzten 10 Folgen zusammen. Zumal das ist noch nicht mal, ich habe noch nicht mal 10 Folgen, aber egal. Es geht hier ums Prinzip. So. Ich meine, guck dir diese Wände an. Die sehen mir eher spröde aus, ne? Also da wird man doch irgendwo was hacken können, oder nicht? Was ist denn da? Ich glaube, ich muss eine Kamera bei mir ins Fenster stellen. Hier, da unten, da bei mir vom Haus, da ist es so interessant gerade. Das sind Bauarbeiter. Also nee, eigentlich sind's... Was machen die da? Ach so, es sind... Hoppala, da liegt was. Es sind Forstarbeiter, oder... Ach, die machen halt Bäume weg. Wir sind hier in der Pfalz, was sollen sie sonst machen? Ich glaube, die räumen schräg gegenüber die Straße runter, wohnt so der Pfarrer. Ich glaube, die machen da drumherum halt ein bisschen klar Schiff und so. Was? Moos untersuchen? Ja, untersuchen wir das Moos. Ja, ich weiß. Oh, okay, geht hier nicht weiter. Also hier kann ich jetzt nichts machen. Okay, dann gehen wir zurück zu der Tür, die wir gefunden haben. Tatür-Tata.
Ich habe jetzt das ganze Moos, brauche ich jetzt ja auch nicht mehr zu untersuchen, weil war ich ja jetzt schon und habe ja alles abgeerntet und ich habe auch ziemlich viel Moos. Wie viel Moos braucht man? 25 oder so für ein Bett? Plus halt 10 Holz und wir haben kein 10 Holz, das ist schlecht. So, irgendwo daneben ging es doch eben rein. Reihen. Es läuft auch noch ein Hund rum. Der pinkelt gerade an eine Mauer. Jetzt läuft ein Mann mit einer Kettensäge rum. Jungs, ich kann euch sagen, hey, bei mir geht's voll ab. Soll einer sagen, auf dem Dorf ist nichts los. Oha. Ach so, die haben lange Holzstäbe in Anhänger gemacht und jetzt macht er die Kettensäge an und sägt die langen Holzstäbe klein. Das ist Wahnsinn, oder? Da ist so viel Action hier. Ich kann mich kaum noch auf dem Platz halten. So, wir gehen weiter nach links. Nach links oben sogar. Das ist super praktisch. Ist das da Moos? Wir werden es sehen. Und wenn es Moos ist, heben wir es auf. Zack. Aufheben. Hast du super gemacht. Nächstes Moos, bitte. Also guck dir das an, hey! Die haben so einen großen Schaufelbagger-Radlader gedönse Ding. Und jetzt sitzt der eine und fährt und der Hund sitzt neben ihm auf dem Bagger. Das war der gechillteste Hund der Welt. Jawohl. Alles klar. Ja. So, jetzt guck mal darüber. Warte mal, da ist auch noch Moos. Das wollen wir noch mitnehmen. Wo sind jetzt halt hin? Was gab es denn da zum Aufheben? Ach, da ist auch noch Moos. Okay. Ich glaube aber, hier geht's nicht weiter. Ja. Gehen wir da weiter. Geht nicht weiter, geht nicht weiter. Wo war denn das Moos daneben? Okay, also ich glaube, diese Mooshöhlen, die kann ich mir sparen. Da ist ja nix. Aufheben bitte. Na, komm. Aufheben. So, 40 Moos. Wunderbar. Die Mooshöhlen kann ich mir scheinbar sparen. Jetzt gehen wir halt einfach weiter zurück. Ich würde ja jetzt eigentlich, habe ich jetzt gerade so gedacht, ja, wir gehen jetzt einfach nach rechts. Nee, wir haben gesagt, wir machen einen linken Tag. Wir sind vorhin nach links oben gegangen, an dieser einen Stelle. Und dann könnten wir ja jetzt nach links unten gehen, oder nicht? Wäre das eine gute Idee, oder? So, kann ich da reingehen? Ja. Wird da reingegangen? Ich glaube schon. Sonst wäre da das Moos nicht. So, jetzt müssen wir gehen immer noch nach links, auch wenn wir gerade nach rechts gehen, weil wir gehen jetzt nach rechts, um weiter links zu gehen. Ist nicht politisch. Aber wenn es so wäre, wäre das ein guter Rat. Also zur Not einen kleinen Schlenker machen, aber am Ende gehen wir nach links. Gut? Sehr gut. Okay, du musst ungefähr hier hin. Ich hoffe, dass das klappt. Also da gehen wir jetzt da runter und dann gehen wir links unten hin. Da rechts ist, glaube ich, jetzt die Tür gewesen, oder? Ja. Geht da die Treppe runter? Jawohl. Schön runtergehen. Nein, runter. Hallo? Runter. Ja, gut. Ihrer sturen Blickes weitergeht und sich von meinem Mauszeiger gar nicht ablenken lässt. Anders als ich, der sich von allerlei Zeugs ablenken lässt. Ich habe hier Kleingeld liegen. Das wird jetzt schön der Größe nach sortiert. Ich habe ja sonst nichts zu tun. So, eine noch. So, haben wir das. Ja. War da vorhin schon diese Abzweigung? Wahrscheinlich. Und wir haben gesagt, wir gehen links, richtig? Das Problem ist, ich sage halt öfters, dass wir links gehen. Vielleicht ist rechts irgendwas Cooles zu entdecken. Wir werden es nie erfahren. Ja. Ah ja, genau. Kommen wir da runter.
Moment, wie war das wieder? Da war eine Tür und da unten ging es aber auch noch runter, glaube ich, ja? Probieren wir jetzt halt mal hinzukommen. Also da sind wir rausgekommen aus der Tür. Glaube ich. Schwer zu sagen. Wir werden es ja gleich sehen. Gleich geht ja die Kamera runter. Wollt ihr sehen, was ich gebaut habe? Moment. Nicht, dass ich es kaputt mache. Guck. Schön, oder? Habe ich ganz alleine gebaut. Aus Geld. Oh, jetzt habe ich es umgeschmissen. Außerdem habe ich ein Haar meiner Freundin am Finger. Kopfhaar. Okay. Aha. Die scheinen da unten fertig zu sein. Mit den Bauarbeiten. Na komm. Das ist eine Tür. Wer hätte das erwartet? Aber wir gehen weiter links an der Tür. Wir müssen ja gucken, ob wir da noch was bauen können oder so. So. Das ist eine sehr einsame Tür, wenn ich das mal so sagen darf. So ganz weit unten. Ist das eine Kellertür oder was? Obwohl, sie ist ja eigentlich gar nicht weit unten. Sie ist eigentlich... Wir sind ja nach oben gegangen erstmal. So. Gibt's hier was zu tun? Nee, okay, dann geht die Tür rein. Warte mal, warte, die sind noch nicht fertig da draußen. Ah, jetzt tun sie mit dem Laubgebläse das Laub gebläsen. Wahnsinn. Wir machen das ja richtig professionell. Ich glaube, die werden dafür bezahlt. So. Nach links haben wir gesagt. Hier sieht's aber interessant aus. War ich hier schon mal? Da liegt Kohle. Kann man immer gebrauchen. So. Wir müssen ja Feuerchen machen. Alles. Ist auch immer doof, oder? Dass ich in mein Haus gehe, Feuerchen mache, nur um wieder rauszugehen. Ja, ich will halt das Haus schön... Oh, was ist das? Sieht mir wie eine Mine aus? Keine Ahnung, kannst du mal da drauf gucken, was das bedeutet vielleicht? Was heißt das? Hallo? Lesen? Lesen? Lies? Er kann nicht lesen. Er will nicht lesen. Er tut nicht lesen. Oh je. Das ist nicht gut. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Das endlose Höhlenreich. Also, gut, ja. Das ist jetzt, okay. Okay. Aber wir können doch nicht immer... Okay, pass auf. Wir machen uns da, Ich male mir da jetzt eine Karte, aber zuerst brauche ich einen Zettel Papier. Wie es der Zufall so will, habe ich hier einen Brief liegen. Den kann man nehmen. Oh geil, aufheben. Ja, dann heben wir mal auf, ne? So, pass auf. Kugelschreiber. Mein Greenscreen wieder gerade machen. Komm her, du. So, also, pass auf. Fangen wir mal an mit... Da sind so Treppen, ja? Und noch ein Mikrofon hier. Also da sind so Treppen. Und dann sind da 3 Türen. So. Und wir gehen natürlich in die links, ja? So. Wir gehen da rein. Ich mach da einen Pfeil hin. Hier, guck, falls ihr sehen wollt. Schön, oder? Habt ihr das gesehen? Nee, gut. Okay. Und wir kommen dann raus bei 3 Türen. Und eine hat 2 Treppen und unten ist noch eine Tür. Da wir aber links gehen, gehen wir natürlich links. So. Also das führt dahin, ja? Das ist die dümmste Karte der Welt, merke ich gerade. Dafür reimt es sich, so. So. Reingehen, bitte. Okay. Das ist noch eine Tür. Da gehen dann so ein paar Treppen und dann gehen so ein paar Treppen und dann ist unten eine Tür. Also da rein und da sind wir dann reingegangen. So. Raum betreten bitte. Kacke, ich hätte gucken sollen, ob man irgendwo hämmern kann. So, oh, guck mal da. Karte malen.
Und zwar, da ist ein Raum. Dann kommen da ein paar Treppen und oben ist eine Tür. In der Mitte ist eine Tür mit Geröll. So, also wir sind da rein. So, und jetzt gucken wir mal, wo wir hingehen. Kann man das vielleicht kaputtski machen? Was guckst du jetzt da so blöde? Aufheben. Ja, okay. Geh noch weiter. Ich kann hier nichts machen? Okay, dann machen wir da ein großes X hin. Und wir sind dann in die Tür rechts rein. Notgedrungen. Notgedrungen. Halt. Wir gehen nicht in die Tür rechts rein. Wir gucken jetzt mal, ob man da noch was bauen kann. Ne. Okay, dann gehen wir halt die Tür rein. Ah, ist so spannend hier. So, also wir gehen in die Tür rechts rein. Ja, ganz klar. Okay. Jetzt führt uns das zu 3 weiteren Türen. Und aus dieser sind wir raus. Und da wir ja immer links gehen wollen, gehen wir jetzt in diese Tür. Wir wollen ja die linke Tür nehmen, ja? Hatten wir sowas schon mal? Nee, sowas hatten wir noch nicht. Moment. Aufzeichnen. So, die da führt. Jetzt wird's kompliziert. Da, Treppen und zu einer anderen Tür. Und da gehen wir dann da rein. Das ist kompliziert hier. So. Also wir waren schon mal so ähnlich, aber das war... Da war unten eine Tür und oben 2. Ja, oder ähnlich. So. Moment. Das ist bekannt. Da waren wir schon mal. Also wenn man diese Tür reingeht, kommt man da raus. Okay, habe ich verstanden. Dann gehen wir jetzt halt einfach nochmal zurück. Nochmal zurück. Und dann nehmen wir jetzt unten, wenn wir da durchgehen, die rechte Tür, ja? Hier, guckt, könnt ihr mal kurz meine Karte sehen. Weiß gar nicht, ob man das erkennen könnt. Mega Karte. Ich sollte Kartograf werden. Oder Kartokönig. Bin zu höheren Berufen. Ich will kein Graf werden. So, jetzt gehen wir rechts rein, ja? So, also rechts gehen wir rein. Und kommen wo? Aha. An einen Raum. So, kann man da hochklettern. Ich muss ja, bevor ich da jetzt Karte zeichne, muss ich gucken, vielleicht kann man ja einfach hochklettern. Klettern. Nee. Ich hätte mit diesem Ausgang rechnen sollen. Okay. Klettern. Kann ich da vielleicht einen Pilz hinbringen? Ja, okay, aber warum? Das ist das Einzige, was ich mitnehmen kann, ist ein Pilz. Okay, Klettern. X. Geht nicht. Ich schreibe Klettern geht nicht. Klettern geht nicht. Ja, dann müssen wir wieder zurück. Wir haben ja noch ein paar offene Türen. Ich muss gerade gucken. Also wir müssen jetzt ganz links die reingehen. Warte. Nein. Wir gehen die in der Mitte rein und dann fangen wir nämlich oben wieder an. Ja, das ist eine gute Idee. Wir gehen in der Mitte rein, dann kommst du, wo unten Tür, oben Tür ist, genau. Da waren wir schon. Und dann kommen wir ganz oben am Start raus. Und da sind wir bisher ganz links und ganz rechts die Tür reingegangen. Jetzt gehen wir halt mal in die Mitte. Okay? Oh, Raum betreten, bitte. So, jetzt müssen wir ganz rechts rauskommen von 3 Türen. Ja. Und jetzt gehen wir in die Mitte.
Zettel, Stift. Mitte. Also du musst auch reingehen, Junge. Alles klar? So, also, da kommt man dann in der Mitte an einen Raum mit einem flachen Durchgang und einer Tür. Er muss ja wahrscheinlich jetzt halt kraxeln. Ja. Flach schreibe ich dahin. Dass ich sehe, dass das ein flacher Weg ist. Reingehen bitte. Okay, hier war ich glaube ich noch nie. Moment. Also so rein und dann kommst du an eine Tür. Ja, geht so ein bisschen runter. Da ist ein Wasser. Schreib mal Wasser hin. Und da hinten ist eine... Es ist schon fast ein Podest. Mit einer Tür. Ja? Da gehen wir jetzt halt natürlich hin. Und das ist in einer großen Höhle. Schreib mal Höhle. Ja, es ist alles hier in der Höhle, ich weiß. Aber das ist schon... Es muss doch mehr Dinge im Leben geben, als nur auf Dinge zu warten. Ja, mach mal ja. Wir sind jetzt Höhlenforscher. Junge, das ist mein Standardspruch als Teenie gewesen. Was willst du denn werden, wenn du groß bist? Höhlenforscher. Spitzenwitz. So, wo geht er hin? Da rein, hoffe ich doch. Okay. Also. Ich sehe gerade, wir haben alle Türen durch. Nee, eine war mal noch nicht drin, oder? Ja, es fehlt noch eine Tür, wo wir noch nicht drin waren. Also von den oberen und das jetzt hier. So, jetzt pass auf. Also, es wird hier, ich muss kleiner malen hier. Also, wenn man da durchgeht, kommst du in eine Höhle. Mit 2 Löchern. So. Da kommt man hin. Und natürlich gehen wir nach links. Ist ja ganz klar, ne? Also. Das wird... So, und damit hätten wir auch mein gesetztes Ziel von 30 Minuten überschritten. Aber wir machen natürlich noch weiter. So, also da rein. Dann geht's an eine weitere Tür mit 3 Dingern, die aber flach sind. Wir gehen nach links, ganz klar. Kommt man vielleicht irgendwann mal in eine Sackgasse? Aha. Ich weiß, wo wir sind, ne? Also wir gehen da rein und kommen da unten raus. Das bringt uns aber nicht weiter. Also gehen wir wieder zurück und nehmen jetzt die rechte Tür. Oh, hier riecht's nach Kaffee. Also bei mir. Vielleicht bei euch auch. Aber in der Höhle glaube ich nicht. Schön reingehen, ja. So, wir sind jetzt also hier. Mann, ey, echt jetzt? Also ja, okay. Da rein. Und da kommen wir zu einer Höhle mit 2 Dingern. Und wir kommen da raus. Also müssen wir natürlich... Moment, kann ich da weiter bauen oder so? Hat so ausgesehen. Als könnte man da irgendwie, hoppala, bauen oder so. Weißt du, also hacken. Hacken natürlich, meine ich. Hacken. Hacken! So, wir gehen also da rein. Ja? Gesundheit. Okay. Muss ich wieder ein bisschen, also dann, da gehen wir rein und dann kommen wir an eine Stelle. So. So, da ist ein bisschen Wasser. Und dann geht es so ein bisschen runter. Einfach nur runter. Das ist gar keine Tür, fällt mir eben erst auf, ja. Da ist ja gar keine Tür. Wir
schreib mal runter. Okay, es wird heller. Es wird heller. Oh, da ist ein Fenster. Da ist ein Tresor. Was ist das? Wir sind irgendwo. Wir sind irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Gesundheit. Freundin ist krank. Nur ein Narr versucht, das Ende der Unendlichkeit zu erreichen. Jawohl! Wir gehen zum Ende der Unendlichkeit. Ja, so viel dann zum Thema. Ja, pass auf. Also wir gehen jetzt da rein, ist klar, ne? Aber dann machen wir wahrscheinlich aus. Also zuallererst mal, ich brauche hier ein neues Dingense, ne? Und zwar, wo könnte ich denn das hinsetzen? Wo waren wir denn? Wir waren in den Mooshöhlen, aber die brauche ich vielleicht noch? Brauche ich die Mooshöhlen noch? Ich weiß es nicht. So. Wo ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist die Spinne. Das sind die Pilzdinger, ja? Das ist die Spinne, das sind die Pilzdinger. Komm, wir machen das da unten hin. So, merken. Okay. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach rechts gehen. Komm her. Hallo? Aber nur ein bisschen. Nicht reingehen, nicht reingehen. Ja. Ich will gucken, wenn ich mir das jetzt merke. Das da. Merken. Überschreiben, ja. Ich dachte, das wäre jetzt ein schöneres Bild, weißt du? Nee. Okay, jetzt gehen wir natürlich rein in die Unendlichkeit. Mal gucken, was da kommt. Ich habe die Hallen der Ewigkeit gelesen, wo die Zeit still steht irgendwie. Ja, gehen wir mal nach rechts, oder? Die Zeit scheint in diesen Hallen still... Oh, tatsächlich, die Zeit läuft nicht weiter. Ey, das ist vielleicht nicht so gut, wenn wir hier die Zeit verplempern. Ja, ist ja gut, komm. Lauf. Hallo? Jetzt kein Auto laufen hier, doch. Wir laufen jetzt mal, was haben wir denn? Zeig ich mal kurz her. 37 Minuten und 37 Sekunden. Wir laufen jetzt einfach mal bis 42, okay? Und mal einfach nur nach rechts laufen, was sollen wir auch sonst machen? Und dann gucken wir, was passiert, okay? Da zum Beispiel, da liegt was. Das ist doch schon mal gut. Das heißt also, es gibt durchaus was zu erkunden. Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn wir jetzt 5 Minuten nach rechts laufen, gesetzt im Fall, da ist keine Tür oder ähnliches, brauchen wir dann auch wieder 5 Minuten, um nach links zu laufen? Weiß nicht. So, jetzt pass auf. Noch ein bisschen weiter, da ist was. Was ist das? Papier, glaube ich einfach. Ein Stück Papier. Cool, jetzt kann ich mehr malen. So, weiter geht's. Also, was haben wir gesagt? Bis 42. Junge, das sind ja noch knapp 4 Minuten. Ich glaube, ich ziehe mir einen Kaffee oder so, aber dann läuft mein Männlein nicht weiter. Das ist schlecht. Außerdem habe ich meine Hose offen, damit ich bequemer sitzen kann. Ich will jetzt nicht aufstehen und dann sagen, was siehst du mit offener Hose? Wie der sich benimmt, wie offene Hose hier. Nee, ich bleib schön sitzen. Das wollt ihr gar nicht sehen. Okay. Aha, da liegt was. Was auch immer das ist. Hallo, mein Mikrofon war schon wieder stumm. Ah, jetzt habe ich's. Da liegt ein Teppich. Oder so. Gibt's ja doch eigentlich recht viel zu finden. Sag mal, dieser weiße Hintergrund da, der lässt mir alle Flecken auf meinem Monitor, lässt er mich erkennen. Das ist nicht gut, glaube ich. Kann ich den aufheben, während ich draufstehe? Hey, bleib mal schön stehen. Ein Teppich. Er wird mir zu Hause etwas die Füße wärmen. Ja gut. Ja, voll die coolen Sachen hier, so. Ich könnte auch einfach rechts gedrückt halten, dann läuft er, glaube ich, auch, oder? Ja, das ist jetzt aber problematisch. Meine Idee wäre jetzt, irgendwas auf die Rechtstaste zu stellen.
wenn meine Hose zu wäre und nicht offen, irgendwas auf die Rechtstaste zu stellen und mir dann Kaffee kochen zu gehen. Ich habe jetzt Bock auf Kaffee. Es kommt ungefähr 3-mal im Jahr vor oder so, dass ich Bock auf Kaffee habe. Und meine Freundin trinkt auch nicht wirklich oft Kaffee. Aber jetzt gerade hat sie sich einen gezogen und jetzt habe ich auch irgendwie Bock drauf. Da liegt schon wieder was. Junge, das ist ja voll. Also nicht nur, dass hier was liegt, nee, ich habe auch einen neuen Fleck auf meinem Monitor entdeckt. So. Wir sind bei 40 Minuten 23 Sekunden. Also wir können durchaus noch was entdecken. Ein neues Buch. Aufheben. Dieses Buch wird mir zu Hause Gesellschaft leisten. Willkommen, Freund. Okay. Ich sag's halt, wir gehen weiter nach rechts. Bis Minute 42. Wie ist denn das? Spawnt... Sorry, ich muss hier lauter Flecken wegmachen. Spawnt hier random Zeugs oder so? Ich brauche unbedingt... Habe ich jetzt... Während ich hier ja nichts zu tun habe, warte mal, kann ich da irgendwie einen Euro drauflegen oder 2, dass die Rechtstaste gedrückt bleibt? Guck mal, da ist wieder was. Sehr schön. Nee, ein Euro ist zu wertlos. Ich brauche was Schwereres. Guck mal hier, ich habe Screen Cleaning Cloth. Lappen. Hier ist noch Papier. Nehmen wir mit. Naja. So. Dann kann ich ja jetzt mit einer Hand steuern, also nach rechts gedrückt halten. Und mit der anderen Hand kann ich den Monitor abwischen. Der ist halt schon ziemlich dreckig. So, hat schon Sinn, so ein Spiel, wo viel Weiß drin vorkommt. So, komm mal her. Soll ich auch die Kamera ein bisschen putzen? Warte, guck. Das ist mein Putzgeräusch. Okay, so. Gucke, mal schön machen. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht die Kamera verdrücke. Ihr sagt mir schon Bescheid, oder? Wenn hier was kommt. Ich mag mich irren, aber diese Hallen scheinen recht endlos. Ja, du irrst dich bestimmt. Moment, ich muss wegmachen. Gesundheit. Danke. Ah, wunderbar. Die Kanten noch. Kanten sind wichtig. Ich hab nur unten Kanten am Monitor. Ich habe scheinbar einen randlosen Monitor. Boah, ey. Wollte er danach das Tuch sehen? Oh, jetzt habe ich ein bisschen... So, alles in Ordnung. Wollte er danach das Tuch sehen, wie dreckig das ist? Nicht wirklich, oder? Hey Mann, ich könnte das Spiel auch spielen, während ich Wäsche mache. Das ist voll praktisch. Das ist eigentlich eine verdammt gute Idee. Oh, da ist noch ein Teppich. Cool. Oh weh, wir sind bei 42 Minuten. Ich hab's verpasst. Ja, gerade was spannend wird. Sorry, jetzt sind es ja doch 43 geworden. Ja, komm, wir erhöhen auf 45, oder? Es sind jetzt noch 2 Minuten, das kriegt er hin. So, aufheben. Teppich für zu Hause, so. Jetzt, wir erhöhen auf 45, okay? Es ist halt gerade so spannend. Gesundheit. Meine Freundin ist richtig krank. Das ist schlecht. Wir wollen nämlich heute mit unseren Eltern auf den Novembermarkt. Und das ist doof. Könnt ihr ja sagen, kannst du alleine mit den Eltern gehen? Ja, will ich aber nicht. Aber muss ich dann wohl. Aber dann muss ich mit ihrem Vater reden. Und mit ihrer Mutter. Und ich krieg schon die Krise, wenn ich dran denke, mit meiner Mutter zu reden. Jetzt mit fremden Müttern und Vätern. Ist ja schlimm, hey. So, da ist noch Papier. Die Halle hier ist super. Wo sind wir? 43, 56. Da geht noch, da geht noch. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Papier. Sehr schön. So, komm, 1 Minute. 1 Minute geht noch. 1 Minute. Wir können ja ein bisschen mit der Maus rumwackeln. Da ein bisschen was erlebt. So, ist das nicht wahr? Es macht mir Spaß, hier zu spazieren, aber ich fürchte, ich werde irgendwann den ganzen Weg zurück. Ja, das Gefühl habe ich halt auch. So, Monitor ist eigentlich genug geputzt. Ich könnte wirklich die Kamera putzen. Aber da habe ich keine. Warte. Das machen wir ganz intelligent. Das machen wir hier live on cam. Ist gut. Ist gut, oder? Naja. Ah, da ist noch ein Papier. Wo sind wir? 41. Also das ist schon recht praktisch, stelle ich gerade fest. So. Ist da was? So.
Komm mal hinterm Pfosten raus. Ach, das war ein Buch. So. 45 Minuten. Damit beende ich das hier für euch. Ich spiele jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe ja nichts zu tun. Ich ziehe mir jetzt in Ruhe einen Kaffee und gehe weiter nach rechts. Bis, weiß nicht, vielleicht was Interessantes kommt oder so. Und wenn nicht, dann nicht. Okay? Danke fürs Zugucken. Danke fürs Monitorputzen. Tschüss. Guten Tag noch einmal, ihr Leid. Guck mal, da hinten. Hochdeutsch. Irgendwas liegt da liegt irgendwas Größeres. Ich habe jetzt einfach weiter laufen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes habe ich ihn weiter laufen lassen und da liegt was Größeres. Was ist denn das? Ein Pferdekopf. Okay. So. Der Kopf eines Pferdes. Oh, es gab ein Achievement. Endlich kann ich in ein anderes Antlitz schauen. Ach, ist das nicht super. So. Und ich habe gemerkt, wenn man einen rechten Bildschirmrand klickt und da dann Doppelklick und dann läuft er unendlich. Guck, ohne Hände. Sehr praktisch. So jede Minute hier spawnt irgendwas. Meistens sind es Bücherseiten oder so. Ich habe leider kein Inventar, das ich euch zeigen könnte. Also Bücherseiten, also Seiten zum Malen halt und Bücher. Ich habe bisher so 4 oder 5 Bücher habe ich bestimmt. Und ich glaube, insgesamt habe ich jetzt 10 Bücherseiten oder so. Also es gibt hier schon ein bisschen was zu finden. Das jetzt eben gab sogar ein Achievement, der Pferdekopf. Ich laufe jetzt hier noch ein bisschen weiter. Und irgendwann stelle ich ihn einfach ein auf geh dahin, wo die Spinne ist. Guck, da ist schon wieder ein Papier. Geh dahin, wo die Spinne ist und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Beziehungsweise geh dahin, wo die Spinne ist und hacke. Weil ich wusste, dass man da irgendwo hacken kann. Und dann machen wir das einfach, machen dann da das nächste Mal weiter. Okay? Danke. Aufheben. Rüberlaufen. Und tschüss. So, habe ich mich zweimal verabschiedet. Tag, ich bin's nochmal. Hier ist jetzt was richtig Großes. Sorry, aber ich glaube, dann reicht's. Also jetzt hier, das nehmen wir noch mit und ich weiß nicht, dann ist auch wieder gut. Also ich glaube größer, also ich weiß nicht, was sind das, Vorhänge oder was? Oder ein Schirm oder so. Jesus, nee. Da hört man gar nicht auf, hier geile Sachen zu finden. So. Was ist denn das? Aufheben. Aufheben? Ein Vorhang. Er passt farblich perfekt zu meinem Sessel. Schön. Weiter geht's. Aber dieses Mal wirklich tschüss. Und jetzt laufe ich zurück zu der Spinne.